Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum kleinen Reaction auf die Kommentare-Video. Ich habe es ja gesagt in dem Video, was ich aufgenommen habe zu unserem Trainerwechsel. Wenn es halt einfach zu viel wird, mache ich das lieber in so einem Video, als dass ich hier 200 Mal, so viele Kommentare sind es jetzt auch nicht, aber bevor ich da irgendwie öfters einen halben Roman schreibe und mich ewig wiederhole, ne? Von daher gehen wir direkt rein in die Kommentare der letzten paar Tage. Und ich ziehe da immer ein bisschen auf hier. Scroll mal runter. So. Also sollte er reichen, ne? Gut. Pascal Bauer stimmt 100% zu. Haben wir nichts groß zu sagen. Roland Krohn, ich hoffe, Canceleo spielt mehr und tritt die Ecken. Ja, also da bin ich auch. Canceleo mehr spielen oder nicht, hängt halt von der Leistung ab, ja, und natürlich auch ein bisschen von der Position, ob wir mit Dreierkette oder mit Viererkette spielen. Defensiv sehe ich ihn jetzt nicht so stark, offensiv ist er eine Kanone, also für mich kann der auch einfach im rechten offensiven Mittelfeld spielen. Er sollte die Ecken treten, definitiv. Also er haut das raus an Flanken, was wir bei uns lange vermisst haben, ja. Super präzise Flanken, die ja auch schon zu Toren geführt haben. Also wenn nicht so ein Spieler, wer dann hat, die Ecken zu schießen, ne? Also er muss ja nicht von beiden Seiten schießen, je nachdem. Aber ja, da bin ich auch dafür, dass da irgendwie ein Wechsel stattfindet und nicht Kimmich da immer diese 0815 Ecken reintritt. Wir werden sehen. Ja? Katakuri, ich denke, Tuchel gibt Kimmich nicht mehr so viel Macht. Da kann jetzt sicher Canceleo ran. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Es wäre auch wünschenswert, dass Gravenberch und Tell ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Zumindest wenn die Leistungen der Leute, die spielen, so wie es bei Goretzka und Kimmich halt oft genug der Fall war, nicht stimmen. Ja. Und wenn sie nicht stimmen, dann hat ein Gravenberch auch das Recht zu spielen. Und dasselbe halt auch ein Tell. Ja. Meine Meinung zumindest. Generell kann ich mal vorwegnehmen, dass, ich sag mal so 60-70% mir zustimmt. Der Rest ein bisschen unentschlossen ist und dann lasse natürlich so ein paar Bayern-Hasser dabei hier und so ein paar Leute, die sich als Bayern-Fans darstellen, aber irgendwie sich dann beim FC Bayern doch nicht auskennen, aber da kommen wir dann drauf, wenn wir bei den Kommentaren ankommen. Zum Beispiel sowas hier. Also als Münchner Kind oder neutraler Münchner ist der FC Bayern leider für mich ein ziemlicher Kasperlverein geworden, seitdem Matthias Sammer, ich denke mal Sammer meinst du, nicht Sammler, und Jupp Heynckes nicht mehr da sind. Aber egal, es ist wie es ist. Ziemlich unsympathischer Verein geworden, dieser FC Bayern. Also ich muss ganz klar sagen, wo der Sommer da war, wie der Sommer dann abgedankt ist, fand ich eher den Sommer sehr lächerlich. Und seitdem er bei uns weg ist, redet der auch nur noch Dünnpfiff. Ähnlich wie der Didi Hamann. Ja, das ist natürlich so ein Umbruch von Rummenigge, Hoeneß, ja, und Jupp, wenn wir Jupp noch dabei nehmen, Trainer. Dass das nicht leicht ist, ist doch klar, ja. Und ich denke, nichtsdestotrotz haben wir Erfolge gefeiert. Und ja, Kasperlverein, ich weiß nicht, worauf das bezogen ist, kannst du ja mal ausführen, dann gehe ich da vielleicht gerne mal genauer drauf ein. Kannst du jetzt halt alles meinen, von daher schenke ich mir das. Gebt jetzt 100% recht von Almir. Sehr gute Stellungnahme. Also Katuri nochmal, sehr gute Stellungnahme, bin genau deiner Meinung, aber in den Kommentaren auf Insta und so weiter sind alle schockiert und geben die Schuld an die Bosse. Aber vor ein paar Monaten zweifelten auch alle an Julian Tuchel, jetzt bester Mann, um die Mannschaft auf hohem Niveau zu bringen. Ja, das wollen wir hoffen, dass der Tuchel der beste Mann ist. Warum sich so viele Leute echauffieren, verstehe ich auch nicht. Ja, aber da kommen wir am Ende des Videos, sage ich das gerne nochmal. Als Bayern-Fan bin ich traurig. 8 Champions-League-Spiele und 8 überragende Siege, Never Change a Winning Team von The Music Fan 007. Ich glaube, das ist so ein Problem von einigen Bayern-Fans, ja. Es ist immer noch so, dass die Meisterschaft das täglich Brot ist, ja. Wenn man sich da hinstellt und sagt so, ja, mich interessiert nur die Champions League, alles andere nicht, dann sollte man nicht davon reden, dass man Bayern-Fan ist. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, wenn man 10-mal Meister ist, dass man dann mehr Fokus darauf hat, aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, 8 Champions League-Spiele, 8 Siege, ja, 10 Bundesliga-Rückrundenspiele, 5 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Davon von den 5 Siegen noch 3 glücklich gewonnen. What the fuck? Ja, also da sollte man dann auch schon wirklich die kompletten Leistungen sehen, ja. Ich habe das schon in dem Video erklärt, warum es in der Champions League einfach besser aussieht, weil die Spieler da selber gewinnen wollen. Ja.
Das ist was anderes als wie in der Bundesliga. Aber das jetzt rauszunehmen, um zu sagen, never change a winning team, ist halt völliger Tullux. Die Aussage zu Chelsea schenke ich mir, kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen, wie Tuchel bei Chelsea war. Pep und Edinger sind bla bla bla, ja gut, jeden seine Meinung, ne? Ja, wie gesagt, ich muss jetzt hier nicht auf die ganzen Diskussionen eingehen, das schenke ich mir, ja, das könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Mir geht es um die Hauptkommentare, auf die ich hier eingehe, ja. Zago versucht noch ein paar Shots zu machen, um deinen Algorithmus zu pushen, du verdienst viel mehr Aufmerksamkeit. Ja, da fehlt mir einfach immer die Zeit für, ne? Das ist so das Problem. Ich habe ja nicht nur den Kanal hier, ich habe ja noch einen Gaming-Kanal und noch einen Herr der Ringe-Kanal und so weiter und gehe halt ganz normal arbeiten und sowas. Und da fehlt mir einfach die Zeit, da alles zu befeuern, wa? Und ja, mein Gott. Es ist, wie es ist. Entweder wird's mehr oder nicht und ja, ganz relaxed. Find's von der sportlichen Leistung der Mannschaft her auch nicht falsch, dass man Nagelsmann rausgeworfen hat. Das ist auch cool, dass man eine Birne in meinem Weg ist. Er hat es einfach nicht geschafft, der Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken und sich zu viel reinreden lassen. Der Zeitpunkt finde ich sehr riskant, denn wenn es jetzt ganz blöd läuft, hast du in 3 Wochen 3 Titel verspielt, dann ist Tuchel auch schon fast verbrannt. Fischer. Ja, sehe ich genauso. Habe ich auch in dem Video so gesagt. Der Zeitpunkt, ja. Was willst du machen? Du hättest natürlich jetzt auch warten können, dann hättest du gegen Dortmund auf den Deckel gekriegt. In der Champions League, denke ich, ist es wurscht, welcher Trainer da auf der Bank sitzt. Da werden alle 110% geben, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, kann man drüber streiten. Ich hätte auch nicht erwartet, jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt auch erst nach dem Dortmund-Spiel erwartet, wobei ich ganz klar der Meinung war, ja, dass wir das Spiel wahrscheinlich nicht unbedingt gewonnen hätten unter Nagelsmann. Und wenn man gerade das jetzt so hört, was jetzt so noch Nachwehen da sind, ja, aber da kommen wir zum Ende mal drauf zu. FC Bayern Fan Forever, Tuchel sehr guter Trainer, Gnabry auf Tribüne setzen, wenn er die Leistung nicht bringt, weil er stellt nach Leistung auf, finde ich gut, er kann alles aus einem Team herausholen. Sehe ich genauso, ich hoffe, der Tuchel, gehe ich aber von aus, er ist nicht der Typ, der sich da reinreden lässt wie so Nagelsmann, er ist schon viel erfahrener und so weiter. Und ich denke auch, dass er nach Leistung aufstellen wird, also da bin ich mir relativ sicher. Klar wird es auch Härtefälle geben, da müssen wir nicht drum herum reden. Aber wenn ein Spieler wie am Beispiel Gnabry seit 2,5 Monaten keine Leistung bringt, dann wird er, glaube ich, auch nicht noch jedes zweite Spiel die Chance bekommen. Das glaube ich auch nicht. NBA, Sam ist gut, dass Tuchel zu Bayern wechselt, sehe ich auch so. Christian Loch, Tuchel war mir im Gymnasium in Krumbach und jetzt kommt er nach FCB, FCZ. Ja, gehe ich nicht drauf ein, kann nichts zu sagen. Der hat sich seinen Job gelabert, Fakt. Müller hat mal wieder am Rädchen gedreht, Fakt. Tuchel sagt mal wieder den Champions League ab, wisst sehen. Ja, wegen mir kann er das machen. Also mir ist das am Ende des Tages wurscht, ja, wer da. Und ich denke mal, wenn wir jetzt sollte der Tuchel die letzten 3 Gegner ausschalten, hat das auch mehr als verdient, weil das sind alles fette Brocken, ja. Also da hat er nicht weniger Anteil dann dran wie der Nagelsmann im Vorhinein. Goko Winder. Okay, das wird ein Roman, Leute. Endlich mal einer mit klarem Blick. Nagelsmann war der schlechteste Bayern-Trainer seit Klinsmann. Allerdings glaube ich weniger, dass er es den Spielern recht machen, sondern dass er als klassischer Narzisst geliebt und bewundert werden wollte. Er wollte im Rampenlicht scheinen und die Mannschaft wurde zu seinem Hilfs-Ich. Vor allem Kimmich, der ehemalige Rebell, der wie eine pseudo-intellektuelle Wiesenblume den Bayern-Rasen geziert hat, aber Kuakovic zum Heu gemacht wurde. Seither kann er den Nacken mit dem kleinen Köpfchen vor lauter Nicken nicht mehr schütteln. Neuer und Müller sind da ein anderes Kaliber. Die haben dem Nagelsmännchen nicht das Bett gemacht, sondern ebenfalls reingepisst. Kurz und gut, ein Trainer, der von allen geliebt werden will, ist immer schon ein Verlierer. Nagelsmann Entlassung war mehr als überfällig und hatte schon letztes Jahr erfolgen müssen. Das führt uns zu Brazzo, dem ich den Nagelsmann-Deal aus der Privatschatulle rauben würde. Nie zuvor gab es so einen Vollidioten, der einen Jungspund einen 5-Jahres-Vertrag gegeben hätte. Dafür müsste er heute noch in den geschlossenen schmoren. Doch wie alle Sesselfurzer haben auch die Vorstände von Fußballclubs eine längere Haltbarkeit als Trainer. Das liegt in der Natur der Sache, weil ihr Fehler nicht mit Punkten bestraft werden, sondern mit Geld. Und solange der Floh die Geldbörsen glücklich macht, werden Vorstände mit der Zeit wie Götter. Die Bayern-Fans von heute erinnern sich weder an die Aufstiegsspiele gegen Borussia Neunkirchen noch an den jungen
Manager Hoeneß aber auf diesen Fundamenten von Kampf, Ausdauer und Beharrlichkeit, von Selbstvertrauen und Glauben an das Unmögliche erinnert. Bei einem Schwarzenbeck-Tor 1974 letzte Minute wurden die Etagen des Mir Samir aufgebaut, in denen Heuer, Kahn und Bratze residieren. Die kriegt man erst raus, wenn das Haus zerfällt oder die Rente ruft. Schließlich haben sie selber daran kräftig mitgebaut und der einzig, dem die verdiente Resistenz an der Siemenstraße verwehrt wurde, ist ausgerechnet der große Fußballer, den Deutschland je hatte, Lothar Matthäus. Nun sage mir bitte einer jener geblendeten Nagelsmännchen, wer verdammt ist Nagelsmann in der Geschichte der Bayern, ist ja nicht mal ein Furz vom Beckenbauer wert. Ja, kann man so ausdrücken, ja, hätten wir ein bisschen anders ausdrücken können, aber ich mag das, kein Problem. Ja, sehe ich nicht ganz so, ehrlicherweise. Ich habe Nagelsmann jetzt eigentlich nicht so gesehen, dass er so der Typ Mann war oder der sich so gerne feiern lässt und sich da hinstellt und sagt so, ich bin's. Kam man mir jetzt eigentlich nicht so vor. Vielleicht mag das ein bisschen gewesen sein, weiß ich nicht. Wie gesagt, mir kam er jetzt nicht so vor. Mir kam er eher so vor, als wenn er seine Rolle gesucht hat bei uns und sie einfach nicht gefunden hat. Ja, wie gesagt, er hat aus meiner Sicht sich von viel zu vielen Leuten da reinquatschen lassen. Hat nie sein Ding durchgezogen bei uns, wie es bei anderen Vereinen gemacht hat. Ja. Aber jeden da seine Meinung, ne? Das führt uns zu Brazzo und Olli. Erstmal würde ich die getrennt betrachten. Ja, man hat auch einen Hoeneß und einen Rummenigge getrennt betrachtet. Dass ein Kahn da ein bisschen reinwachsen muss, ist klar. Ich denke, das hat er auch getan. Die Vorstellung allerdings auf der Pressekonferenz war erbärmlich. Da stimme ich dir zu. Also das habe ich dem Olli auch nicht abgenommen. Da dieses, ach, wir sind alle so traurig Gelaber. Das war völliger Dünnpfiff. Da hätte man sich da stabil hinsetzen sollen und mal sagen müssen, jo, wir mögen ihn, wir haben ihn gemocht. Aber es passt halt einfach nicht, wenn die Ergebnisse nicht da sind, bums, fertig, so ist das Geschäft, ja. Da muss man sich nicht hinsetzen und da fast in Tränen ausbrechen und so tun, als wäre der Trainer gestorben. Also das habe ich auch nicht verstanden. Das fand ich auch sehr verstörend, wenn ich ehrlich bin. Da fand ich den Brazzo authentischer ein bisschen, wie den Olli. Brazzo haben wir schon oft drüber diskutiert. Ich weiß, viele sehen ihn sehr kritisch. Ich sehe ihn jetzt nicht so kritisch. Ja, die Nagelsmann-Geschichte muss er sich definitiv auf die Fahne schreiben. Mit dem 5-Jahres-Vertrag habe ich persönlich auch nicht verstanden. Später in den Kommentaren kommt ja noch der Gedanke, ja, dass man dann auch noch eine Abfindung kassiert. Ja, man darf aber auch nicht vergessen, dass man so lange weiter das Gehalt zahlen muss, was ja auch nicht so wenig sein wird. Ja, könnte ein Grund sein. Weiß ich nicht. Werden wir vielleicht erfahren irgendwann, wenn er einen neuen Verein hat. I don't know. Weiß auch nicht, wie da die Modalitäten sind, ob er dann gar kein Geld mehr von uns kriegt. Weiß ich nicht. Dass man ihn jetzt nicht rausschmeißt direkt, war klar. Weil man nicht die Abfindung zahlen will. Man beurlaubt ihn nur. Das war auch klar. Er kriegt also weiter seine Kohle. Ja, man muss auch gar nicht so weit zurückgehen. Schwarzenbeck-Tor in der letzten Minute. Ich denke, da gibt's auch genug andere Geschichten. Wenn man ein bisschen in die jüngere Vergangenheit geht, sind ja nicht alle schon so alte Säcke wie wir. Ja, aber dieses Draufhauen auf Kahn und Brazzo, auch unter Uli Hoeneß, gab's Missverständnisse. Ich meine, du hast es selber geschrieben im ersten Satz, es wurde auch ein Klinsmann geholt. Ja, und hat dem völlig freie Hand gegeben, der irgendwelche Buddha-Figuren aufgestellt hat und hast du nicht gesehen. Das war genauso ein Reinfall. Ja, deswegen finde ich das ein bisschen zu hart. Man sollte das schon realistisch sehen, ja. Und auch Klinsmann war ein gehypter Typ zu der Zeit, ja. War aber als Trainer eine Nulpe. Das sehe ich beim Nagelsmann jetzt nicht. Wie gesagt, als Trainer fand ich ihn in Hoffenheim und Leipzig gut, was er aufgebaut hat. Das Problem ist halt, Bayern ist ein komplett anderes Kaliber, eine andere Liga und er hat sich nie getraut, das zu sein, was er bei den Clubs war, ja. Er hat sich von jedem reinquatschen lassen, von den Spielern und so weiter, ist immer hin und her gesprungen und ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen in einem langen Kommentar. War übrigens von Govinda. Christian Loch, Medienstadt München, da musste klarkommen mit Leuten wie Plettenberg, etc. Ja, mein Gott. Bild, Freundin, Blasülz, I don't know, ist mir am Ende des Tages egal. Ja, ich habe es ja in dem Video auch gesagt, es war schon, ich glaube, es ging schon ein Riss da durch, so, wo er da mit der angewandelt hat. Ja. Das war, glaube ich, schon so ein bisschen grenzwertig, aber wo die Liebe hinfällt, Alter. Champions League und Pokal gewinnen wir, Meisterschaft nicht Fakt.
Und sehe ich nicht als Fakt und sehe ich auch nicht so. Das kommt auf die nächsten beiden Spiele an, ja. Samstag gegen Dortmund und dann in Freiburg, sollten wir die beide gewinnen, sieht das gut aus mit der Meisterschaft. Sollten wir die beide nicht gewinnen, sieht es schlecht aus mit der Meisterschaft. Aber da jetzt schon von Fakten zu reden, genauso wie Champions League ist ein absolutes Glücksspiel, Alter. Man City danach sehr wahrscheinlich Real, oder gehe ich von aus, dass es Real ist. Real ist in der Champions League auch immer eine Macht. Dann hast du noch ein starkes Finale auf der anderen Seite, je nachdem wer da reinkommt. Wenn es Neapel den Lauf hält, wird es Neapel werden. Da ist gar nichts Fakt. Ja, im DFB-Pokal sind auch nur fette Brocken drin. Freiburg wird auch nicht leicht im Pokal. Dann ist noch Union, Dortmund und so weiter. Da ist gar nichts Fakt. Ja, du kannst die Saison mit 3 Titeln rausgehen, du kannst mit 0, mit 1 oder mit 2 rausgehen. Also da ist alles möglich. Die Frage ist ja auch, wie Tuchel da direkt irgendwie Einfluss nehmen kann. Andreas Badkowiak. Danke Julian Nagelsmann. In allen 3 Wettbewerben noch dabei. Alle Spiele in der Champions League gewonnen. Schön, dass es nun Tuchel erntet, was Nagelsmann vorbereitet hat. Mann, die sind 1 Punkt hinter Dortmund und haben es selbst in der Hand. Nee, aber wenn Bayern nicht im Februar schon 20 Punkte gesprungen hat, drehen sie die durch. Jedenfalls Tuchel ist nicht so oft wie Nagelsmann. Jedenfalls Tuchel ist nicht so soft wie Nagelsmann. Da ist die Eskalation angesagt. Olli, ich sag nur, der hat Eier. Hätten doch Jogi Löw füllen können, dann wäre die Posse perfekt. Nee, einfach mal die Millionen verbraten, ohne Worte. I don't know, ich weiß nicht, ob du ein Bayern-Fan bist. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil wenn du ein Bayern-Fan wärst, hättest du die Leistung gesehen, die letzten Wochen und Monate. Und dann würdest du nicht so eine Aussage treffen. Zumindest aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, ja. Wir waren halt einfach schlecht. In der Rückrunde haben wir ein gutes Spiel gesehen, ja. Dann mal da eine gute Halbzeit, mal da gute 20 Minuten und ansonsten war es viel Mist, ja, und das war viel Taktikmist, viel falsche Aufstellungsmist, aber jeden seine Meinung da. Black Samurai, man darf die Maulwurf-Sache nicht vergessen. Freunde von Nagelsmann war Bildreporter und Bild hat die Taktikunterlagen von Bayern gegen Bochum veröffentlicht, wo Nagelsmann aufhören muss, hört auch seine Freundin bei Bild auf. I don't know, wie gesagt, da kannst du nur Mutmaßungen anstellen, das weiß keiner so genau. Ist mir am Ende des Tages aber auch wirklich wurscht. Gerard Berger. Also ich finde es schade für Julian, aber ich kann diese Entscheidung auch ein wenig verstehen. Wir haben seit der Winterpause einfach zu viele Punkte liegen gelassen und deine Meinung, wenn du sagst, dass die Spieler nicht auf ihre besten Positionen spielen durften, hat mich auch nachdenklich gemacht. Und ich muss dir zustimmen, der Moment für diese Entlassung ist okay für mich. Wir haben damals auch den Kovac vor den Dortmund spielen lassen, als Flick dann übernommen hat und die Nationalmannschaftspause gibt den Spielern auch die Zeit, darüber nachzudenken, bevor es wieder losgeht in der Bundesliga. Ja, mit der Nationalmannschaftspause gebe ich dir recht. Das ist definitiv gut, dass die jetzt irgendwie eine Woche Zeit haben und dann auch da hinkommen und wissen, da ist jetzt ein Tuchel, der ein andere Zügel in die Hand nimmt, wo ich von ausgehe. Aber das mit Flick zu vergleichen, Flick war ja schon vorher da, ne? Oder nee, Flick war auch nicht vorher da, ne? Der war noch bei der Nationalmannschaft, oder? Ach, ich weiß es nicht. Aber ist auch eine andere Art und Weise, ne? Bei Flick, Harmonie-Typ, Tuchel ist eher, ich glaube schon so der Leistungstyp. Aber das werden wir sehen in den kommenden Wochen, ne? Ja, wir werden sehen. Johannes 91, die Leistungsschwankung hat aber nicht nur der FC Bayern. Wenn ich in die anderen Ligen Europas schaue, so hat die WM bei den großen europäischen Vereinen ihre Spuren hinterlassen. Siehe zum Beispiel Man City, die holen in den letzten Jahren immer so 90 Punkte. Diese Saison hecheln sie Arsenal hinterher. Auch Madrid ist weit hinter Barcelona abgeschlagen. Da bin ich mit dem FC Bayern noch zufrieden. Gut, aber erstmal ist der FC Barcelona auch ein großer Verein, würde ich jetzt behaupten. Also haben die ja anscheinend keine Probleme. Und so auch wie es Gerard Berger hier schreibt, es gibt genug andere Vereine, wo das auch nicht so ist. Und es geht auch gar nicht darum, ja. Es geht ja nicht darum, dass man die Punkte liegen lässt. Nehmen wir das Beispiel, das Spiel in Leverkusen. Man kann in Leverkusen verlieren, jederzeit. Auch wenn du Topform hast, kannst du in Leverkusen verlieren. Es geht auch dabei um die Art und Weise. Und die Art und Weise war einfach schlecht. Und das über den großen Zeitraum. Ja, die taktische Ausrichtung, das Aufstellen von Spielern auf den Positionen, wo sie nicht am besten sind, nur um es irgendwelchen anderen Spielern recht zu machen. Solche Geschichten halt, das führt doch dazu, dass er gehen muss. Nicht die nackten Ergebnisse. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Aber das sage ich immer, wenn man sich mal ein bisschen mehr mit den Spielen beschäftigt und da drin ist, dann sieht man das ein bisschen anders, als wenn man jetzt von draußen einfach drauf guckt. Ja. Von draußen drauf guckt, ja, wir sind 1 Punkt hinter Dortmund, wir sind in der Champions League durchmarschiert, alles tutti, alles gut.
Aber nimm doch einfach die letzten 10 Bundesligaspiele. Sagt doch schon vieles aus. Fußball in so einem Kader ist eben so, du hast... Ich bin zu weit unten, ne? Fußball in so einem Kader ist eben so, du hast 11 Spieler auf dem Platz und noch einmal 8 Spieler mindestens, die gleichberechtigt einen Stammplatz verlangen, um mit sowas in der Kabine umzugehen. Muss gekonnt sein. Da hast du immer Spieler, die sauer sind, weil sie nicht spielen, und die musst du bei Laune halten, weiter motivieren. Ja, das ist ja klar. Was mich ärgert, sind die Reaktionen von langjährigen Fans, die jetzt die Verantwortlichen kamen, Bratz und Co. hart kritisieren und behaupten, dass sowas mit Hoeneß und Rummenigge nie passiert wäre. Die haben aber ein ganz kurzes Gedächtnis. Man hat in den früheren Zeiten auch schon einmal einen Heinkes, der auch ein Hitzfeld entlassen. Ja, und ganz wichtig, wie wir es unten auch gelesen haben, man hat auch einen Klinsmann eingestellt. Ja? Und wie es ausgegangen ist, wissen wir. Ja. Da müssen wir nicht drum herum reden, ja. Und das ist nur ein Beispiel, der Klinsmann. Ja. Otto Rehhagel ist noch so ein Beispiel. Ja. Und wenn ich noch ein bisschen nachdenken würde, würden mir die anderen noch mal einfallen. Also das ist völliger Tullux, ja. Das machen wirklich, ja, ich mag das Wort nicht Erfolgsfans, aber ich bezeichne das dann mal als Erfolgsfan. Was meine ich mit Erfolgsfan? Mit Erfolgsfan meine ich Fans, die sich mit dem Verein nicht auseinandersetzen, die sich mit den Spielen nicht wirklich auseinandersetzen, die sich mit dem Trainer und den Spielern nicht wirklich auseinandersetzen. Man guckt das, man sieht die Ergebnisse, ja, ist ja alles toll, ist ja alles tutti. Man sieht aber nicht, dass die Details, ja. Das meine ich mit Erfolgsfan. Also wenn man wirklich drin ist, kann man das, glaube ich, ein bisschen besser nachvollziehen. Am meisten gespannt bin ich auf Gnabry, wie wird Tuchel mit so einem Spieler umgehen. Die Frage ist ja, wie Gnabry erstmal umgeht. Vielleicht hat Gnabry ja unter Tuchel Lust. Wer weiß das schon. Vielleicht macht er es wie Heinkes und kommt in ein paar Jahren wieder zurück, wenn er noch mehr Erfahrung eingesammelt hat. Der Nagelsmann, weiß ich nicht. Du hast völlig recht mit deiner Einschätzung über Heinkes oder einen Flick. Bei Heinkes war der Respekt da von der Mannschaft. Wollte sagen, was er wollte. Die Mannschaft hat es gemacht. Das gilt auch für Flick. Nach Kovac hatte, egal welcher Trainer, Erfolg gehabt. Ja, sehe ich genauso. Die in der Mannschaft war gut und Flick, man hat es in der Nationalmannschaft gesehen, war nicht gut, brauchte aber nicht gut sein, weil der Kader der Bayern gut war. Er war nicht zu groß. Aber gut, und die hat eben spielen lassen, aber taktisch hat er nichts gebracht. Ja, das sehe ich genauso. Aber das werden wir ja jetzt sehen, ob der Flick jetzt irgendwie die Kurve kriegt in der Nationalmannschaft. Am Ende ersetzt ein Bayer. Kleine Geschichtsstunde von Heimdall, etwas präziser. Schwabe ersetzt Schwabe, ein großer Unterschied. Schwaben wurde durch Napoleon geteilt. Der hatte dem bayerischen Herzog die eine Schwabenhälfte geschenkt und ihn zum König gemacht als Dank. Dass er für die Franzosen gegen Österreich gekämpft hat. Die Schwaben gehörten damals seit Jahrhunderten zu Österreich. Leute, I don't know, bin ich nicht drin. Ich wollte es vorlesen. Simon, super Video-Einschätzung von dir, danke. Francisco Bracco, die Freistellung ist absolut lächerlich und aus menschlicher Sicht eine Schande für jeden halbwegs anständigen Menschen. Er war in allen 3 Wettbewerben noch voll dabei, in der höchsten Klasse der Welt sogar ziemlich souverän. Und das in seinem 2. Jahr, obwohl man eigentlich vor 4 Tagen propagierte, mit ihm genau auf dem richtigen Weg zu sein. Das ist lächerlich und niveaulos hoch 10. Dass Nagelsmann davon sogar erst von der Presse erfährt, während seines Urlaubs erfährt. Setzt der Dreistigkeit und Hinterlistigkeit die Kirsche obendrauf, aber mit den Bayern-Fans kann man es ja machen, die schlucken einfach jede Pille, Papa Kahn und Papa Hassan hinwerfen. Andererseits zeigt das auch das moralische Selbstverständnis dieses Erfolgsfans. Dass ihr Fan-Dasein nur auf das Triple beschränkt ist, traurig. Francis Branco, wenn, dann habe ich gerade schon versucht zu erklären, wenn, dann bist du für mich ein Erfolgsfan. Auf jeden Fall bist du kein Fan, der sich mal ein bisschen mit der Materie beschäftigt. Sonst würdest du nach meiner persönlichen Meinung so einen dummen Mist hier nicht schreiben. Mara, servus, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damit gerechnet habe, aber erst nach dem Bayern-Dortmund-Spiel, wie es jetzt letztendlich dazu kam, finde ich ein wenig schade. Aber am Ende passte es halt einfach nicht. Es ist nun mal etwas anderes, ob du Leipzig und Hoffenheim trainierst oder den FC Bayern. Du hast es mit ganz anderen Persönlichkeiten zu tun. Wenn du die nicht erreichst, weil ihnen der Respekt vor dir fehlt, dann kannst du es vergessen. Ich fand seine Leistung nicht ganz so schlecht, aber da hat der FC Bayern einfach einmal Ansprüche und das weiß man, wenn man das etwas verfolgt. Soll er irgendwo Erfahrung sammeln? Potenzial hat er allemal. Er muss seinen Platz für sich finden und dann kann er auch ein großer Trainer werden. Die Millionen, die er bekommt, werden ihn wohl über den Verlust seines Jobs hinwegtrösten. Und dem Herr Tuchel rate ich, keine Skiurlaube zu machen. Das steht bei Bayern unter keinem guten Stern. PS, wenn ich jetzt lese, dass die Freundin von Nagelsmann bei der Pizza dann gekündigt hat, denke ich auch, dass sich der Maulwurf-Problem eventuell erledigt hat beim FC Bayern. Wie gesagt, dazu sage ich Ihnen, das sind alles Spekulationen.
Ja, habe ich ja auch schon gesagt, mit den Persönlichkeiten, das ist halt einfach so. Ne? Und vor allem, wenn man dann Entscheidungen trifft, die nicht auf Leistung basieren, was der Nagelsmann ganz, ganz oft gemacht hat. Ja? Dass Spieler gespielt haben, die grottenschlecht vorher gespielt haben, die in dem Spiel auch noch grottenschlecht gespielt haben, haben im dritten Spiel auch noch gespielt, haben grottenschlecht gespielt und andere Leute versauern auf der Bank. Da muss man sich nicht wundern, dass irgendwann die Leute halt unzufrieden werden. Ja, das muss man halt, ja, das kannst du bei Hoffenheim machen, wie du schreibst. Kannst du vielleicht auch noch in Leipzig machen, aber nicht beim FC Bayern. Ja, zumindest nicht, wenn dann die Ergebnisse fehlen. Blen Meando, arrogante Stellungnahme. Bayern verbrennt sehr viele Trainer in den letzten Jahren. Das Geld, was Hoeneß und Rummenigge erwirtschaftet haben, verballern Kahn und Salihamidzic. Dauert nicht mehr lang und die Bayern haben nicht mehr so viel über, dass sie Fehler mit Geld ausbügeln können. Ein Jahr Platz 8 wäre heilsam. Ja. Dir deine Meinung halte ich auch für völligen Schwachsinn. Ich denke auch nicht, dass ein Hoeneß da nicht mit involviert war. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung und das mit dem Geldverbrennen ist ja auch wieder völliger Schwachsinn. Kannst mir gerne dafür mal eine Liste aufschreiben von wo wir Geld verbrannt haben. Kannst du mal einen Davis mit einrechnen, den wir für 10 Millionen geholt haben. Guck dir seinen Marktwert an. Nehmen Musala dabei. Dann rechne das mal gegen, wo wir Geld verbrannt haben. Wir haben noch für einen 33-jährigen Torjäger 45 Millionen gekriegt und so weiter und so fort. Wo wir Geld verbrannt haben, ist beim Saar irgendwie 5 Mille plus sein Gehalt. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber wie gesagt, schlüssel mir das gerne auf, wo wir Geld verbrannt haben. Dann gehe ich da gerne nochmal drauf ein. Ansonsten, so ist die Aussage völliger Blödsinn. Sven Schäfer, sehr gute Analyse. Man merkt, dass du Ahnung hast. Das sollen andere beurteilen. Danke dafür auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nur meine Meinung. So ein Scheißverein. Ja, auch nichts zu sagen, wa? Bei Mart, haha, für das mit Didi Hamann, der labert nur Müll. Fühlst das? Ja, ich fühle das auch. Ich war auch schockiert. Ich war leider auch schockiert. Der Rauswurf war überfällig, Thundercracker Fireworks. Ja, überfällig jetzt nicht. Hätten wir das Spiel gegen Leverkusen erfolgreich bestritten oder zumindest überzeugend gespielt, denke ich, wäre er recht stabil im Sattel gewesen noch, ja. Aber der Abwärtstrend war halt einfach nicht mehr hinzunehmen. Was für ein Schwachsinn. Borussenblock. Ja gut, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Wo ist der zweite Teil der Pressekonferenz? Blasels, rhetorische Kreisliga, unwürdig zu FC Bayern. I don't know. Reaction, Fragezeichen. Ja, da habe ich halt mehr den Tuchel zugehört, gebe ich dir recht. Kannst du meine Mimik beobachten. Kannst du auch als Reaction nehmen. Endlich ist weil Problem ist, ich konnte da natürlich, weil es live war, nicht Pause drücken, war. Sonst wäre da vielleicht ein bisschen mehr gekommen. Endlich ist er da, wünsche ihn mir seit 5 Jahren, das wird zu 100% passen. Ich denke auch, dass es passen wird. Gerade wie ich sagte, er ist nicht beratungsresistent, ja, aber er hat eine ganz klare Linie bis dahin und nicht weiter, wo er sich was anhört, weil er der Coach ist, ja. Und er ist auch der Coach gegenüber den Spielern und nicht die Spieler coachen den Trainer, so wie es unter dem Nagelsmann war. Gern mehr von solchen Reactions? Ja, wenn es wichtige Pressekonferenzen gibt, mache ich das sehr gerne. Kommt nicht an die GG Menschenwürde PK von Hoeneß Rummenigge Brazzo ran. Ja, wie auch immer. Was ist denn wieder los, Alter? Mach mal die Töne aus. War 33. Der Hamidscher hat insgesamt 7-mal das Wort Konstellation benutzt und mehr als das, wie ich oder Olli schon gesagt hat. Wahrscheinlich macht er technisch einen guten Job, einen guten Draht zu Spieler, Managern etc., aber rhetorisch nicht Bayern-Niveau. Ja, das finde ich immer schwierig. Ich meine, ihr diskutiert es ja auch hier nochmal von wegen, dass er nicht gebürtiger Deutscher ist, Blaswitz. Sehe ich nicht so. Ne? Also für mich kann der Bratze sich ausdrücken. Wenn du aber 10-mal im Kern dieselbe Frage gestellt kriegst von 10 unterschiedlichen Journalisten, ja, dann wiederholst du dich halt einfach auch, ja. Klar, hätten wir Eier gehabt, hätten wir einfach gesagt, ich meine, der Bratzo hat durch die Blume gesagt, dass die Mannschaft nicht mehr hinterm Trainer stand, ja. Auch wenn sich ein Kimmich im Nachhinein dahinstellt und erzählt, ja, was ein guter Trainer, ist klar, dass er es erzählt, Alter. Er hat 80% seiner Spiele schlecht gespielt und hat jedes Spiel gespielt. Uneingeschränkt. Egal. Und wenn er nur wenn die 9 Zehen amputiert geworden wären und beide Beine abgeschnitten worden wären, wäre er im Rollstuhl aufgelaufen, bevor er ein anderer gespielt hätte.
ist klar, dass er die Fresse aufmacht und sich da so äußert, Alter. Vorher kriegt er die Fresse nicht auf, weißt du? Also ganz ehrlich. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also mal müsste ich da mal, aber das würde ein Rage-Video werden, nämlich ein Video zum Kimmich machen will. Das kommt raus, wenn Quereinsteiger über den zweiten Bildungsweg in Führungspositionen reinkommen. Sie machen nicht nachvollziehbare Panikentscheidungen. Da hilft auch der Hire and Fire Ex-CEO von Adidas Herbert Heiner nicht viel. Man kann sich für diese möchtegern Familienclub Bayern München nur fremdschämen, nachdem man schon einen Sechs-Tubel-Trainer Flick rausgeekelt hatte. Lässt man den jungen Konzepttrainer Nagelsmann fallen wie eine heiße Kartoffel. Auch das sehe ich nicht so, komplett nicht. Erstmal über den zweiten Bildungsweg. Was ein dummer Scheiß, Alter. Joe 2020, was ein dummer Scheiß. Erstmal muss ein zweiter Bildungsweg nicht schlecht sein. Und wir nehmen mal Olli. Olli hat nicht den zweiten Bildungsweg. Olli hat das studiert, hat sogar eigene Unternehmen gehabt über Jahre, bevor er dann zum FC Bayern gekommen ist. Ja. Er hat es vorher immer abgelehnt, weil er nicht die Erfahrung hatte, nicht dieses Wissen hatte. Ja, Brazzo hat man reingeworfen. Brazzo war jahrelang Profifußballer, hat ein gutes Netzwerk. Und wenn das wirklich so wäre, wie gesagt, dann hätten wir nur schlechte Transfers. Nimm doch egal welchen Manager. Du kannst auch einen Uli Hoeneß nehmen. Nimm Uli Hoeneß. Was hat der denn alles für Scheiß-Transfers hingelegt? Ja. Es ist halt immer so, dass man nicht nur gute Transfers hat. Es schlägt nun mal nicht immer jeder ein. Nicht jeder passt charakterlich sonst wie in die Mannschaft. Das ist ganz normal. Immer dieses dumme Schwarz-Weiß sehen. Auch hier machen wir gerne eine Liste der guten und der schlechten Transfers. Dann reden wir gerne weiter. Herbert Heiner als Präsident. Was macht denn ein Präsident bei uns im Verein? Vielleicht solltest du darüber mal nachdenken. Mehr als eine symbolische Position hat er nicht. Er hat eine Stimme mit im Aufsichtsrat. Das ist alles. Alles, was das Sportliche anbelangt, geht über Kahn und Brazzo und nicht über einen Herbert Heiner. Ja. Auch da weiß ich nicht. Das mit dem Nagelsmann fallen wie heiße Kartoffel. Ja, ich hab's gesagt, klar, hätte man das anders handeln können. Man hätte sagen können, vor einigen Wochen hier, zack, der hat 5 Jahre Vertrag, der wird definitiv bleiben. Wir werden am Ende der Saison, wenn ihr keinen Bock habt, die Spieler aussortieren, die keinen Bock haben, werden die verkaufen. Das hätte man machen können oder machen müssen, wenn man gemeint hätte, man muss den Nagelsmann unbedingt durchdrücken. Bin ich ganz dabei. Ja, das wäre ein Statement gewesen. Dann hätte man aber auch in Kauf nehmen müssen, dass wir die nächsten 2 Jahre wahrscheinlich auch nicht irgendwie international was reißen, wenn wir überhaupt dann international reinkommen. Weil wenn du die Mannschaft umbrechen musst, wenn du 6, 7, 8 Spieler weghauen musst, weil sie mit dem Trainer nicht wollen, können, wie auch immer. Ja, na klar, es wäre mal ein Statement gewesen, ist aber, ja, Fußball geht, erster Linie geht's um Kohle und um Erfolg, machen wir uns nichts vor. Da können wir das Mir Samir predigen und loben und dieben. Auch beim FC Bayern geht's um Kohle. Ja. Und von daher ist das keine Option und von daher geht dann das schwächste Glied und das schwächste Glied ist nun mal das Trainerteam. Und wie gesagt, das Trainerteam hatte 1,75 Jahr Zeit, um Konstanz in diese Mannschaft, in diesen Kader zu kriegen. Wozu der Kader fähig ist, hat man in der Champions League gesehen. Da haben die Leute Bock, da wollen sie und danach hat man gesehen, wozu sie auch fähig sind, wenn sie keinen Bock haben. Und das auch schon letztes Jahr. Es ist ja nicht so erst, dass es jetzt nur die letzten 10 Wochen so war. Also von daher. Als Bayern-Fan bin ich traurig. The Music-Fan 007. 8 Champions League-Spiele, 8 überragende Siege. Never change a winning team. Hatten wir gerade schon. Bist du wieder dasselbe oder was? Stimmt, wa? Und die Bayern noch heulen werden, weil sie einen Spitzentrainer mit maximalem Erfolg PSG 13-0 gegen einen Trainer, der seinen Zenit überschritten hat, eingetauscht hat. Na, den muss ich feiern, Alter. Den muss ich feiern, den Kommentar. Mit den 8 Champions League Spielen, 8 überragenden Siegen, habe ich vorhin unten schon erklärt. Ja, man sollte, wenn das gesamte Bild sehen. Ein Trainer, der seinen Zenit überschritten hat. What the fuck? Erklär mir gerne diesen Satz. Auf was bezogen? Aufs Alter bezogen? Auf was bezogen? Der macht halt gar keinen Sinn, dieser Satz. Gar keinen Sinn. Chelsea hat doch nur Gurkenspiele abgeliefert, bis er die Mannschaft richtig kennt, ist die Saison vorbei. Sie hätten auch einen Mourinho holen können. Ach so, Mourinho hätte die Mannschaft direkt gekannt? Er hätte nicht bis zum Ende der Saison gebraucht, oder? Weil er was hat? Den 7. Sinn, oder was? Eieiei.
Zumindest in der Champions League sind sie jetzt chancenlos. Ja, ganz genau. Ja. Gut. Johannes 91. Also ich tue mich mit dem Thema etwas schwer. Klar, die Leistung war nicht zufriedenstellend, aber diese Saison ist doch dank der Winter-WM sehr speziell. Wenn man in anderen Top-Ligen Europas schaut, haben die Favoriten auch die gleichen Probleme. Da bin ich mit den FC Bayern noch zufrieden. Ja, das Argument habe ich gerade schon unten gesagt, lasse ich so nicht gelten. Gibt auch genug Top-Mannschaften, wo das nicht der Fall ist. Dass es eine spezielle Saison ist, keine Frage. Es ist auch nicht darauf zurückzuführen. Ja. Was würdest du jetzt darauf zurückführen? Dass deswegen die Spieler nicht aufgestellt werden, die besser in Form sind? Das hat ja nichts mit der WM zu tun. Ja, es gibt dir vollkommen recht, dass ein Gnabry, dass ein Sané, dass ein Kimmich, dass ein Goretzka, ich finde das Argument nicht. Ja, sie waren bei der WM, sie waren als erstes raus, waren sehr früh zu Hause, konnten sich die Eier schaukeln, konnten sich erholen. Ein Coman war bei der WM viel länger dabei, ein Upa auch, und die spielen super konstant. Also, I don't know, lasse ich nicht gelten, das Argument einfach. Fühle ich nicht. Sag ich dir ganz ehrlich. Und hat immer noch nichts damit zu tun, dass diese Leute dann trotzdem spielen. Wie immer klare Worte, du als Trainer, das wäre mal was. Peter Griffin, ja. Ohne Worte, ich danke dir. Die Art und Weise von Marie Rose, die Art und Weise der Entlassung war dennoch unter aller Sau, dass Julian es über die Medien erfahren musste und nicht im persönlichen Gespräch, ist mehr als peinlich und eines Clubs wie Bayern nicht würdig. Einfach respektlos, wie er behandelt wurde, aber bei Bosse wundert mich nichts mehr. Ja, auch das halte ich für Dünnpfiff. Ich glaube kaum, dass ein Olli oder ein Brazzo, nachdem sie sich entschieden haben, einen Nagelsmann rauszuwerfen, gedacht haben, ach komm, wir rufen mal den Herrn Falk von der Bild an, stecken ihm mal ein paar Infos oder den komischen italienischen Berater, wer auch immer er ist, und sagen es den Nagelsmann erst einen Tag später. Also, das ist doch Schwachsinn. Ja. Wo wäre der Sinn? Und wo soll der Sinn daran sein, das zu tun? Ich meine, es ist schon schlimm genug, dass man seinen Fehler eingestehen muss, dass man Nagelsmann für 5 Jahre verpflichtet hat. Nee, fühle ich nicht. Ich glaube nicht, dass das von unserer Seite kam. Angelika Scheid, er hat eine gute Rhetorik, die hatte Nagelsmann aber auch. Jetzt sind eben 3 Alpha-Männchen in der sogenannten Führungsriege. Ja, aber du brauchst einen Alpha-Männchen-Trainer bei uns, der halt sagt, hier, bis dahin könnt ihr gerne was sagen, der Rest ist mir. Ja, und das hat ein Nagelsmann halt nicht getan, weil er es nicht konnte oder sich nicht getraut hat. Tuffi, danke, sehe ich genauso. Nagelsmann hat es nicht geschafft, die Mannschaft konstant gut einzustellen und auch mal den Mut hat, zum Beispiel einen Tell zu bringen, wenn ein Schuppo nicht spielen kann. Da wird ein Müller oder ein Mané eingesetzt, obwohl die oft außer Form sind. Tell reißt sich im Training den Arsch auf und spielt nicht. Gut, wie es im Training ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber jedes Mal, wenn er reinkam, hat er sich auch einen Arsch aufgerissen. Und ja, sehe ich genauso, habe ich ja schon oft genug gesagt. T.M, wen erzählst du denn das? Die werden sich jetzt den Hintern gegen Dortmund aufreißen, wie immer, wenn ein neuer Trainer kommt. Ein Phänomen in jeder Mannschaft, weil sie Angst um ihre Stammplätze haben. Ja, das ist oft ein Phänomen, da gebe ich dir recht. Manchmal bringt es aber auch erst ein bisschen später etwas. Ne? Keine Ahnung, wir werden sehen. Gute Analyse, ob es mit Tuchel besser wird, bezweifle ich doch sehr. Ich bezweifle das nicht. Weil ich glaube, dass da eher nach Leistung aufgestellt wird. Und dann die Spieler die Leistung bringen müssen, wenn sie spielen wollen. Oder sie wollen halt nicht spielen oder wollen den Verein verlassen, dann bringen sie die Leistung nicht, das ist ja dann auch völlig okay. Du hast ja Dauergrinsen im Gesicht, Kai. Ja, ich mag einen Tuchel. Unterschreibe ich sofort, sehr gut, danke, Barack Joe. Sestenius kann diese Empörung von allen Seiten null nachvollziehen. Es ist nicht die Bambini-Mannschaft aus Hintertupfing, sondern ein milliardenschweres Unternehmen bestehend aus erwachsenen, hochbezahlten Menschen, die gewaltige monetäre Verantwortung auf sich laden. Mit einem tollen Kader nur in Spitzenspielen zu glänzen und ansonsten die Meisterschaft zu verbummeln, ist eben nicht Bayern-like, sondern BVB-like. Und warum zur Hölle soll man den Trainer denn erst dann wechseln, wenn alle Ziele bereits nicht mehr erreichbar sind? Auch das wird bei anderen Clubs sehr gern gemacht. Das ist dann auch Verzweiflung. Der FCB ist aber nicht mit Verzweiflungstaten 10-mal am Stück Meister geworden. Und auch diese ständige Küchentischpsychologie rund um den ach so schwierigen Tuchel kann ich nicht mehr hören. Der Mann hat sich in Paris und London mit irgendwelchen unmöglichen Dumpfbacken rumschlagen müssen, die null Peilung vom Fußball haben. Jeder Trainer mit halbwegs Rückgrat
liegt da nicht alles ab. Tuchel ist ein reifer, seriöser und kompetenter Trainer und auch wenn er seinen Standpunkt stärker vertreten sollte als andere, der FC Bayern lebt nun mal auch von einer gesunden und konstruktiven Streitkultur. Tuchel passt bestens in diesen Club. Dazu unterschreibe ich zu 100%. Jace Shine-Time, du hast absolut recht. Julian Nagelsmann ist ein Top-Trainer, aber er muss lernen, der uneingeschränkte Chef zu sein. Dann wird das auch bei der nächsten Station. Ich wünsche ihm viel Erfolg für die Zukunft und bin gespannt, was mit Thomas Tuchel möglich ist. Ja, sehe ich genauso. Gerald Berger nochmal, was ich auch erfahren habe, ist, dass Nagelsmann freigestellt wurde. Das will nicht heißen, dass man ihn rausgeworfen hat. Wenn er vor 2026 anderen Verein trainieren möchte, kann der FC Bayern eine Ablöse verlangen. Wenn sie ihn vorher loswerden wollen, können sie es im Sommer tun, denn da greift eine Klausel ein, womit sein Rauswurf nicht mehr so teuer ist. Das ist vollkommen richtig, hat Gladbach mit Max Eberl ja genauso gemacht. Wir können auch einen Nagelsmann einfach weiter beschäftigen, 1,5 Jahre lang. Wenn er irgendwie woanders arbeiten möchte, muss der Verein halt auf unseren Verein zukommen. Es ist ja nicht gesagt, dass wir jetzt ihn im Sommer feuern müssen und dann, was weiß ich rate jetzt einfach mal 20 Mille ihm geben müssen. Müssen wir ja nicht. Wir können auch einfach weiter sein Gehalt zahlen. Ja. Gut. Und ich glaube, es geistern ja schon genug Namen rum. Also es scheint ja Interesse am Nagelsmann da zu sein. Und von daher denke ich auch, dass wir um eine Abfindung dann drumherum kommen. Na? Je nachdem, was im Vertrag steht, das weiß ich nicht. Aber vielleicht, dass man dann mit +-0 da rausgeht. Keine Ahnung. Was mich jetzt nervt, das sind die Spieler, so wie ein Kimmich, der jetzt sagt, der Nagelsmann ein guter Trainer war, dass in der Kabine kein Problem war und dass es unverständlich ist, ihn freizustellen. Ich sage, hatten diese Spieler ihre Leistung abgerufen, dann wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Nicht heulen danach, wenn man nicht für den Trainer gespielt hat, und da ist Kimmich das beste Beispiel, denn der hat oft keine gute Leistung gezeigt, wo er selbst immer spielte. Ganz genau, ist das, was ich auch gerade schon gesagt habe. Wenn sie den Nagelsmann nicht unterstützt hätten, dann wäre er letztes Jahr nach Villarreal schon freigestellt worden. Ja, 100%. Und wenn sie ihm ein Kindermädchen dazugestellt hätten zur Unterstützung, hätte er sowieso nicht gepasst. Also spätestens nach Villarreal. Ja, Gladbach war davor. Ich glaube, jeder andere Trainer, der 7-0 in Gladbach mit so einer desolaten Leistung auftritt, wäre da wahrscheinlich schon weg gewesen. Ja, und spätestens dann bei Villarreal, ja. Also da müssen wir nicht drum rumreden. Er hatte genug Chancen, genug Unterstützung, hat das halt in diesem Jahr dann auch nicht verbessert. So, das muss man halt so sehen. Also diese naive Journalistin fragen, ach so, das ist ja, alles gut. Wie du es von Anfang an gesagt hast, wenn die Mannschaft nicht für den Trainer spielen will, geht gar nichts. Die Qualität haben sie ja, wenn die Spieler motiviert sind, können sie jeden schlagen. Ja, haben wir in der Champions League gesehen. Kevin, Mr. Fisto, der Gedanke, Nagelsmann einen 5-Jahres-Vertrag zu geben, wurde, denke ich, bewusst gemacht, um im Falle eines frühzeitigen Endes Nagelsmann beim FCB, so wie es jetzt auch gekommen ist, nur freizustellen, nicht zu entlassen. So kann Bayern noch eine Ablöse generieren, sollte Nagelsmann während seiner Vertragslaufzeit Trainer eines anderen Clubs werden. Ja, Kevin, soweit habe ich nicht gedacht, gebe ich dir recht, wenn man das so bedenkt. Wenn man sich so gedacht hat, vielleicht klappt's nicht, wir müssen ihn raushauen nach 2 Jahren, und er hätte nur einen 2-Jahres-Vertrag gekriegt, dann hätte er jetzt ein halbes Jahr rumgeeiert und wäre dann ablösefrei irgendwo anders hingegangen. So muss der nächste Club mit uns verhandeln. Ja, macht Sinn. Also auch da kann man dann dem Brazzo vielleicht eher Finesse unterstellen als Dummheit. So mal an diese ganzen Brazzo-Hasser hier. Sehr pragmatischer, super Beitrag. Endlich kommt Tuchel. Nagelsmann war ohne Autorität, hätte keine Meriten weder als Spieler noch als Trainer mitgebracht. Ich freue mich drauf, wenn Tuchel seine Peitsche raus oder den Laden aufräumt. Max Merkel lässt grüßen. Ich hoffe auch, dass der Tuchel das macht. Kann mir einer sagen, warum das schillernde Bild achso, das wäre die Bildgeschichte. Wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen. Sehe das genauso, als hättest du meine Gedanken ausgesprochen. Hoffe, dass Tuchel mindestens das Double noch schafft. Danny Derksen, ja, drück mal die Daumen, ma. Hoffe, Tuchel bringt Konstanz rein, weil viele Spiele fand ich die Leistung einfach nur grottenschlecht. Ja, genau, das ist das Problem gewesen. Wie gesagt, man kann immer verlieren, auch in Leverkusen, habe ich ja vorhin gerade auch schon erzählt. Aber die Art und Weise war halt einfach grottig. Geiles Trikot hast du an, ja. Sehe ich auch so. Es war mal wieder eins der besseren Trikots. Tuchel sehr sympathisch und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es besser wird mit ihm. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Die Frage ist, wie schnell er das hinkriegt. Nehmen wir den letzten noch mit. Heimdall, der angelernte, wichtigtuerische Vorstandsvorsitzende und Tipico-Experte mit einem Gestottere und einer einstudierten Mimik und Gestik und angelernten Managerwissen und einem Tonfall wie bei einer Grabrede. Bin ich authentisch, fast so unerträglich wie der
gechasste Trainerlehrling. Kein Wunder, hat er damals nicht gemerkt, was für ein pubertierendes Büschchen sie da für 5 Jahre einstellen. Nachher fliegt er wieder nach Mallorca, um seinen Villenbau zu überwachen. Das ist gut. Wer weiß, wann er gefeuert wird. Kein Wunder, gibt es das Modell nur noch bei Ajax Amsterdam oder 2 Lehrlinge sind da aufeinander getroffen. Ja, wie gesagt, ich fand das Auftreten vom Olli, gerade sein Monolog da am Anfang, war grottig. Stimme ich dir voll zu. Ja, ich mag den Olli sehr. Ich habe gebrannt für den Olli. Einfach der Fels in der Brandung bei uns in der Mannschaft gewesen. Allein wenn ich an die Meisterschaft in letzter Minute in Hamburg denke. Aber der Auftritt, die ersten 5-6 Minuten war grausam. Also für mich war das auch komplett gespielt. Ich habe ihm da kein Wort von abgenommen, dass er da irgendwie voll betroffen ist, Blasels. Und habe ich auch nicht gefühlt. Ja, er ist der Sportvorstand. Er hat sich da hinzusetzen, zu sagen, ja, hat nicht mehr gepasst. Bam, 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 fertig. Ja, da muss man nicht irgendwie eine Grabrede versuchen zu halten. Das kann der Bratzo dann machen, der da vielleicht ein bisschen mehr ist, ein bisschen mehr involviert ist, Blasels. Wenn einen das alles so traurig gemacht hätte, dann hätte man ihn nicht rausgeschmissen. Dann hätte man dazu gestanden und hätte die Mannschaft umgebaut. Punkt. Ja, also das fand ich auch nicht gut. Ansonsten, ja, den Olli jetzt so schlecht zu reden, fühle ich halt auch nicht. Ja. Man muss einfach sehen, er hat ein schweres Erbe angetreten. Ich denke, er hat sich auch schon ein bisschen mehr nach außen hin auch mal ein bisschen mehr geäußert jetzt in den letzten Monaten. Und ja, vielleicht ist das jetzt auch nochmal so ein Reifeprozess. Ja. Wie gesagt, die treten beide in Fußstapfen, Alter. Die sind so groß. Ja, wen hättest du da anders hinsetzen wollen? Philipp Lahm, Lothar Matthäus, die da auch keine Ahnung von haben, von der Position. Auch ein Karl-Heinz Rummenigge ist da reingewachsen. Auch der wusste nicht sofort, ja, hier, ich bin's jetzt, Blasels. Nee, auch er ist da reingewachsen. Ne? Also gib dem Olli mal ein bisschen Zeit. Nochmal, ich stimme voll mit überein, da die ersten 10 Minuten, was der Olli da abgeliefert hat, das war leider ein Trauerspiel und in meinen Augen auch absolut nicht authentisch. Gut. Jetzt habe ich schon 47 Minuten gelabert. Da hätte ich auch fast tippsen können. Ja, eigentlich glaube ich, habe ich alles beantwortet. In meinem Video schon. Alles, was ich jetzt noch sagen würde ich wiederholen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt mit den Leistungen, die wir gezeigt haben die letzten Wochen, könnt ihr gerne, indem ihr meine Videos hier mal rückwirkend euch anschaut, für die Leute, die das bisher nicht getan haben, sich mit der Materie mal auseinanderzusetzen. Dann hat man gesehen, dass da teilweise Leistungen bei waren und Spieler nicht gut waren und auf den verkehrten Positionen und trotzdem festgehalten wurde, obwohl keine Leistung gebracht wurde. Hin und her, dann ist einfach nach 1,75 Jahren ohne Fortschritt, muss die Reißleine gezogen werden, bevor die Fälle davon schwimmen. Punkt. Ja, wir sind beim FC Bayern und dann ist das so. So ist das Geschäft. Ganz einfache Kiste. Wenn man sich nur die nackten Zahlen anguckt, dann kann man das vielleicht nicht verstehen, aber als Bayern-Fan sollte man das nachvollziehen können. Wie gesagt, es sei denn, man ist so ein halber Fan, dass man sich hier die Spiele so nebenbei anschaut, ohne da mal ein bisschen fußballerisch sich reinzudenken. Dann ist das auch okay, ja, kritisiere ich gar nicht. Gibt's genug Fans, die so sind. Aber dann sollte man auch nicht sich irgendwie eine Meinung bilden über den Vorstand oder den Sportdirektor und da dummes Zeug erzählen oder schreiben. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Wir hören uns allerspätestens nach dem Dortmund-Spiel wieder. Ich bin sehr gespannt. Oder mal gucken, wann der Tuchel die erste Pressekonferenz gibt. Bis dann.